Blockchain-basiert elektronisch Wählen, Virtual Reality Plenarsitzungen, künstliche Intelligenz für Gesetzestexte, Science Fiction oder schon an 10 Jahren. Als Member von der Digitalisierungskommission schaffen ich in dieser Zukunft von unserer Demokratie. Und heute gucken wir, wie die Chamber vom 21. Jahrhundert kennt ausgesehen. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klemmer, Piratendeputierten in der Chamber. Und heute projektieren wir uns an Zukunft und diskutieren über die Transformation von der parlamentarischen Arbeit durch neue Technologien und demokratische Methoden. Als aktuell digitale Infrastruktur besteht aus elektronischen Aufstimmsystemen am Plenum, Livestreaming von Plenarsitzungen, der Online-Petitionsplattform in der Petitionen.lu, eine digitalisierte Dokumenteverwaltung, die ich da als wie Courier, Chamber.lu mit allen Informationen und ab September mehr Kommission, die wird. Mehr, wo wollen wir hin? Erstens ist für mich ganz klar, wir wollen eine erweiterte Partizipation. Zum Beispiel eine digitale Bürgerversammlung. Stell dir vor, ihr könnt online Kommissionssitzungen teilnehmen. Nicht nur lauschen, sondern Fragen stellen und vielleicht sogar mal diskutieren. Feedback erregen, weil Real-Time-Feedback. Während Plenarsitzungen könnten Bürgerinnen und Bürger direkt Reaktionen auf Kinder proposen, die an den Entscheidungsprozess auflösen können. Zum Beispiel bei Motionen oder Resolutionen. Wir können als eine erweiterte Petitionsplattform vorstellen, wo ihr nicht nur Unterschriften sammeln könnt, sondern konkret Amendmente zu Gesetzesvorschlägen vorschlagen könnt. Wir können künstliche Intelligenz am Gesetzgebungsprozess benutzen, zum Beispiel für Gesetzanalyse-Systeme, die automatisch überprüfen, ob neue Gesetze mit bestehenden am Widerspruch sind. Wir könnten sogenannten Predictive Impact Assessment machen, also Algorithmen benutzen, die voraussagen, wie sich neue Gesetze auf verschiedene Bereiche von unserer Gesellschaft auswirken. Wir könnten automatisiert übersetzen lassen, mit perfekten Übersetzungen zwischen all unsere Sprachen für mehr accessible Gesetze. Debatten. Wir können Blockchain benutzen für Transparenz. Wir können dezentralisierte Aufstimmungen machen. Alle Stimmen von allen Deputierten auf einer unveränderlichen Blockchain speichern, für mehr Transparenz zu sorgen. Wir könnten Smart Contracts als Gesetze benutzen. Gesetze, die automatisch exekutiert über bestimmte Konditionen. Aber wir wollen nicht Augmented Reality am Parlament benutzen. Zum Beispiel können wir an Echtzeit Informationen über Gesetzesvorschläge kriegen, während ihr sie liest. Wir könnten immersiv Kommissionssitzungen, wo Experten sich virtuell an den Saal beischalten, ohne physisch dort zu sehen. Ja, das klingt alles wie Science Fiction. Wir schaffen ganz konkrete Projekte. Zum Beispiel den Open Data zu stärken, alle parlamentarischen Staaten als standardisierte Formate für Entwickler und Forscher zur Verfügung zu stellen. Eine API für Chamber.lu, so dass Programmierer könnten eigene Apps entwickeln, die mit den parlamentarischen Systemen konnektiert sind. Ja, und wir könnten darüber diskutieren, wie wir elektronisch wählen können, zum Beispiel an der Wahlkabine elektronisch aufstimmen zu können. Was für mich wichtig ist dabei, ist, dass wir Digitalisierung nutzen. Aber natürlich hat er doch Herausforderungen. Einerseits Cybersicherheit, weil jede digitale Innovation braucht auch verstärkte Sicherheitsmeasures. Wir dürfen den Digital Divide nicht auseinander verlieren, weil nicht alle Bürger haben dieselbe technologische Kompetenzen. Und Transparenz versus Effektivität. Wie viel Transparenz kann es viel sein? Und dann demokratische Legitimation. Wie stellen wir sicher, dass Technologie Demokratie stärkt, anstatt sie zu ersetzen? Von den als internationalen Vergleich gesagt, dass man nicht mehr ganz fair sind. Estland hat digital die Regierung an eng E-Residency. Taiwan hat den wie Taiwan Participatory Democracy Plattform. Madrid hat hier Budget digital gemacht. Finnland hat Citizen Juries zu komplexen Themen. Lützeburg New Petitionen. Wir werden immer bleiben müssen hun als menschliche Interaktion. Technologie soll unterstützen, nicht ersetzen. Wir brauchen eine demokratische Kontrolle, weil alle Decisionen müssen immer noch bei menschlichen Akteuren und nicht bei einer AI. Wir brauchen noch eine Accessibilität, weil kein der wenn es technische Barrieren ausgeschlossen gibt. Und Transparenz ist wichtig, wird das Algorithmen als Systeme verstehbar und kontrollierbar. Und dafür können wir an den nächsten Jahren konkret etwas machen. Wir können erweitert Online-Partizipation machen, wie bei den Petitionen. Wir können KI-Tools für Gesetzanalyse machen. Wir können als Dokumente nach mehr digitalisieren und wir können Hybrid-Kommissionssitzungen mit Online-Partizipation testen. Aber wie können die machen? Benutzt als aktuell Tools. Chamber.lu, Petitionen.lu, aber auch die Piraten-Website froh.lu. Geht als Feedback, was funktioniert, was muss verbessert gehen. Ja, proposiert Ideen. Wie kann die Demokratie mehr digital gehen? Aber bleibt kritisch. Weil nicht alle technologische Solutionen als automatisch besser. Und die Digitalisation von der Demokratie ist nicht just ein technischer Trend. Nein, das ist eine Neidigkeit für eine Gesellschaft, die immer mehr vernetzt und technisch orientiert wird. Als Deputierten aus der Tech-Branche gesinnet als eine von meinen Missionen für sicherzustellen, dass diese Entwicklung demokratisch
a biergerfreundlich geschieht. Zukunft von der Demokratie leider an Eisen Hand. Los als du für Summe gestaltt. An der nächsten Episode gucken wir, wo Geld hier geht. Auf jeden Fall Geld und Politik eng man verbunden sind.